bitte, danke. Normalerweise... Stelle Antimaterie her. Also jetzt brauche ich noch chromatisches Metall. Na super. Warte mal ganz kurz. Ich muss noch was umbauen. Können wir das auch gleich da dazu tun? Die 5 Eiweißperlen können wir noch dazu tun. Das tun wir da her. Das Natriumnitrat tun wir da her. Hochleistungsinventar, Hochleistungsinventar. Was wird's gesagt, brauchen wir noch? Chromatisches Metall, gell? Oder gesagt, brauchen wir noch Exoanzug, Kupfer, wo bist denn da? Zack, brack. Mal schauen, wie lange die Ausgabe heute dauert. Ansonsten schnell sind 2 Teile. Ja, 2 Teile und das passt dann schon. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Exo-Anzug. So, Kupfer haben wir jetzt auch keins mehr. Das freut mich natürlich. Was ist der wie? Gar nicht. Antimateriegehäuse. Danke. Cool. Jetzt können wir da normalerweise 2 Stück herstellen. Jawohl. Sehr fein. Sehr, sehr fein. Aufladen. Da machen wir eine. Der hat gleich alle 2 reingehauen. Hast so ein schnöder Mammon. Warte mal kurz, den nehmen wir wieder auf. Sehr schön. Gut, das ist unser zweites Schiff. Zusammenrahmen wie ich. Einmal Fracht. Da ist alles voll. Fracht. Na, da können wir nicht weiter tun. Obwohl, das gefällt mir auch nicht. Ist wurscht. Ist jetzt aber nur für den Anfang. Jetzt fangen wir erst an erst. Ja, schaust. Was will ich jetzt? Ich will eigentlich auf den Planeten ja gar nicht her. Jetzt schauen wir mal in ein anderes System warpen. Das machen wir. Und ich werde da zwischendrin wieder jetzt zwischen der Episoden, wurscht wie lange es jetzt dauert, und auch der nächsten Episode werde ich wieder ein bisschen farmen, gell? Da mache ich aber jetzt nicht unbedingt jetzt immer so zwischen den Folgen am Anfang Intro. Ich glaube, alles interessiert die dann auch nicht, was ich da mache. Weil es ist jetzt schon sehr repetitiv, gell? So, was haben wir da jetzt alles? Das ist derzeit, warte mal kurz, Wegpunkt. B, freies Umsehen. Danke, danke Spiel. Du bist wirklich ein Schatz. Anormaler Signal blockierender Warp. Ja, das freut mich für einen Warp. Ich will... Ich weiß zwar nicht warum. Das sind aber die Gags, oder? Ui. Wir fliegen mal zu die Gags. Lefapo EFR-System. Das freut mich. Und was ist... Bericht des Raumschiffüberwachungssystems. Fehler. Fehlfunktion der Orientierungshilfe. Suche nach anderen Routen. Suche läuft. Gefunden. Ziel in 16 KLS. Neue Orientierungshilfe annehmen. Akzeptieren. Orientierungshilfe akzeptiert. Plane Route. Oh.
uralte Knochen. Jawohl! Ist es nicht möglich, in dem Spiel mehrere Siedlungen zu machen? Normal schon, oder? Ah, da müssen wir hin. Na komm. Dankeschön. Da, Dogbu. Na, jetzt haben wir es bei uns. Hoppala. Visionen der Gag. Hey, 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 poi, poi, poi. Supidoll, der Stein schwingt und erzeugt ein Geräusch, das meine Gedanken vereinnahmt. Eine Vision beginnt Gestalt anzunehmen. Dankeschön. Eine kleine fremdartige Lebensform kniet vor mir nieder. Sie wirkt müde, geschlagen. Ohne mir in die Augen zu blicken, reicht sie mir die Hand. Wissen annehmen. Der Name Gag geistert mir als Echo der seltsamen Vision, die ich gerade hatte, durch den Kopf. Ein Wort dieser fremdartigen Sprache hat sich in mein Gehirn eingebrannt. Ein Wort für Gag gelernt. Na super. Das ist natürlich, ne? Natürlich. Na. Visionen der Gag. Freund, ja super toll. Das müssen wir bei den anderen auch machen. Mhm. Der, na gut. Das Herz der Anomalie, Gag-Monolith. Die Struktur unterscheidet sich von allem, was ich auf meiner Reise bisher gesehen habe. Alles an ihr ist so offensichtlich fremd und gehört so offensichtlich nicht an diesen Ort. Als ich sie anstarre, bilden sich in meinen Gedanken Worte, ein seltsamer Auszug aus einer zerbrochenen Sprache. Ist das Reisender, ist das Freund? Ja, ich sage mal Freund. Es fühlt sich seltsam an, auf Fragen zu antworten, von denen ich nicht genau weiß, ob sie mir überhaupt gestellt werden. Aber offensichtlich ist irgendwas auf meine Antwort aufmerksam geworden. Mich überkommt das Gefühl, dass etwas erwacht ist, das mich etwas beobachtet. Eine weitere Frage wird geformt. Ich forme 5 Fragen. Ist es ersteres oder letzteres? Letzteres? Ich weiß nicht, wie mit mir gesprochen wird. Dieser Monolith ist uralt, ich werde das Gefühl nicht los, dass er diese Fragen schon unzählige Male gestellt hat. Ja klar, das Spiel hat es ja relativ oft verkauft, mittlerweile. Er fragt noch einmal. Hat es das purpurne Auge gesehen? Hat es das purpurne Auge gesehen? Es hat das Auge, keine Ahnung. Das Auge hat es gesehen. Wahrscheinlichkeit einer Anomalie übersteigt die Sicherheitsparameter. Durchbruch entdeckt. Alarm, 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 die Grenzen fallen, die Mauern stürzen ein, dein Universum wartet. Finde uns, Reisender. Natürlich finde ich. Natürlich, eine Warpzelle. Ja, ich hab schon gesehen. Wenn vergrabenes Technologiemodul. Ich hätte aber was anderes gesucht. Boah! Da haut's da im Preis ja auf. Vergrabenes Technologiemodul. Aber wieso wird das in Gold angezeigt? Das verstehe ich noch nicht. Also das wir fliegen dort einmal hier und schauen uns das an. Und na, es gibt in dem Spiel gar nichts, was die ablenkt. Sicher nicht. Nö. Wo war das jetzt da? Das war da Richtung irgendwo hin. Boah. Also mit der Kanzel sind wir wohl schnell unterwegs. Ja. Ich glaube, ich werde das auf 2 Teile schneiden. Heptaloidweizen. Und da
Der Terrainmanipulator, bist du deppert, schau das anhörst, na, der geht der flott dahin. Blub. 1, 2, 3. Na holla, die Waldfee. Er versprach uns uralte Knochen. Doch nirgendwo fand ich welche. Ja, das mit dem Scannen, können wir alles später machen. Ist alles kein Problem. Ich lasse mir bei denen, ich lasse mir Zeit. Vergrabenes Technologiemodul. Warte, fliegen noch mal ein paar Meter. Ich bin nämlich wie am ersten Planeten, auf den ersten kleinen Planeten, wo ich die Vergrabenen diese Knochen gefunden habe, habe ich nämlich auch länger suchen müssen am Anfang. Okay, da können wir aber auch, da können wir uns auf die Schnelle die zusammensuchen. Diese Technologiemodule. Bitteschön, da haben wir es, natürliche Grabstätte. Und genau nach der muss suchen, uns da schnelle, wie sagt man, ja. Man, es ist jetzt nicht unbedingt die schönste Haken. 2 Stunden fliegen, Terrainmanipulator, fliegen, Terrainmanipulator. Das ist nicht unbedingt die schönste Haken, aber es hat sich in den 2 Stunden echt ausgezahlt. Ein bisschen Geduld musst haben. Ich meine, ich wäre relativ gute Geduld. Ab und zu, wenn ich will. So. Nur ist die Wasserstoff brauchen wir jetzt demnächst wieder ein bisschen mehr. Ferritstaub, Uran, das ist immer gut. Also ich glaube, die 2 Monde, die werden unser kleines Glück werden. Ich muss da unbedingt zusammenrahmen. Weil das ist ja wirklich nervtötend. Warte mal kurz, was ist denn da hinten? Weil meistens befindet sich ja in diesen beschädigten Maschinerien befindet sich ja meistens auch immer irgendwas Cooles. Irgendwas Cooles. Parker Cooles von der Schule. Warte mal kurz. So, da weiter. Keine Zeit. Ja, 21 noch nicht. Schön. 32. Sorry. Gut. Also, ich muss mich immer wieder auf die Uhr schauen. Also da hucke ich mich etappenweise jetzt bei Fallout 4, das ist das gleiche Syndrom. Da denke ich mir immer, ich hucke mir jetzt eine Stunde her, dann vergeht die Stunde aber dann so schnell, dass aus einer Stunde gleich 3 werden. So, jetzt setzen wir uns einmal da her. Die setzen. 1, 2, 3. Gut. Dann schauen wir uns den Schatz einmal an. Oder der 4. Schau. Ab und zu. Entweder ist meine Xbox wirklich schon so alt. Jetzt habe ich's. Uralte Knochen, unvollkommene Knochenfragmente. Hast du keine Hitbox? Hm? Wenig Munition, ja. Das ist da top bleiben.
Hast du keine Hitbox, hä? Na, schaut nicht danach aus. Doch. Uralte Teilskelette. Dann habe ich aber noch zwei gesehen. Die waren da. Ah. Schreckt mich nicht nochmal so. Minenlaser, was ist denn da drinnen? Ups. Protein verarbeiten. Inventar voll. Toll. Und das Raumschiff ist nicht in Reichweite. Ja, super, warte mal, machen wir es so. Strahlungsschutz nimmt ab. Startschubdüsen nicht geladen. Wenn wir es anders machen. Bin ja da eh flexibel. Na, den Scheiß hättest du aber gehalten können. Braucht man dabei nicht. Ich nehme mir jetzt momentan eigentlich eh nur das Wichtigste mit. Ich weiß nicht, was haben wir denn das braucht. Für irgendeine verdammte Technologie, aber ich weiß es nicht mehr, was für eine. Was ist das? Sauerstoff, Lebenserhaltungstanks. Ja, okay. ...60 Sauerstoff. Installiert. Wurscht, haben wir das Acker drinnen. Weil wir werden das Schiff jetzt nämlich... Ah, warte mal kurz. Wir werden das Schiff jetzt nämlich ein bisschen länger gehalten, weißt. Und bei 35 Plätze ist ein Hammer. Technologie aufgeladen. Aber warte mal, wir müssen noch was aufladen, ist mir gerade aufgefallen. Technologie aufgeladen. Technologie aufgeladen. So. Und Deutsch, was hat denn Deutsch so geschnauft? Naja. Natürliche Grabstätte. Ja, das mache ich jetzt aber jetzt nicht permanent da mit euch. Ich wollte das jetzt einfach nur einmal sagen. Falls du das Spiel nicht kennst, ich muss das immer wieder dazu sagen, weil ich bin ja eigentlich immer irgendwo in aller Hinsicht der Letzte. Reisemeilenstein. Ja, das freut mich für einen Meilenstein. Läufer. Ja, schön für einen Läufer, dir sag es. Wo lebt er denn mit? ...755 Jahre alt. Toll. Warte mal. Na. Herr Kruzifix, wie hast du... Ah, da ist das Menü. Da siehst du 360.000. Da kann man sicher... Ich bin ja noch froh, dass uns überhaupt was überblieben ist. Einer ist ja noch da. Da. Uralte Knochen. Sehr gut. Gut. Ja. Ich glaube... Was jetzt aber nicht war's... Warte mal kurz. Ich guck mir mal ins Raumschiff rein und dann müssen wir mal die Lage peilen. BZW, wir suchen uns jetzt einen anderen Platz. Und dann werden wir mal die Lage peilen. Weil wir haben dann absolut keine Ahnung. Ja, das ist eine schöne Fläche. Da ist was. Was ist da? Vergrabene Mineralienformation. Den nehmen wir gleich mit. Mal schauen. Meistens ist ein zweiter dabei.
Bingo. Und wisst ihr, was das Geile ist an den Planeten, an den zwei kleinen Monde da? Es sind keine Wächter unterwegs, das heißt, wir können uns bedienen. Mhm. Aber das muss ich alles umrahmen, das schaut ja wirklich fürchterlich aus. Technologie aufgeladen. Lebenserhaltung. Was das da mal dabei weg. Warte, das machen wir alles im Schiff, oder soll ich das privat machen? Also was, das mache ich zwischen die Folgen, da ein bisschen zusammenrahmen. Weil ich hab überhaupt keinen Überblick, was wir jetzt alles haben. Das haben wir das erste und das zweite ist... Es ist 5 Minuten vor 4. Mhm. Können wir einen Ionenakku annehmen. Technologie aufgeladen. Voll geil. Warte mal, was haben wir denn? Was haben ich Trottel jetzt da alles eingeschoben? Ja, es wird ja wieder Zeit, dass wir was verkaufen. Ja. Weil das Spiel wird nämlich noch so farmintensiv, dass die ausschaust. Aber so richtig. Warte mal kurz, was brauchen wir da noch? Antimaterie. Antimaterie-Gehäuse. Produkt hergestellt. Ich mach da jetzt mal 5. Die können wir jetzt mal da oben tun. Jetzt stellt sich nur die große Frage, was brauchen wir jetzt da für die Antimaterie noch? Chromatisches Metall. Wie viel Kupfer haben wir denn? Aber auch nicht mehr viel. Warte mal, was ist denn da noch herinnen? Uran, Gold, Kupfer haben wir fast gar nichts mehr. Eigentlich nix. Das ist mehr, wie ich geglaubt habe. Silikatpulver können wir umtun. Den größten Teil werde ich wieder verkaufen. Okay. Nur stellt sich für mich jetzt eine große Frage. Und zwar Erkundungsanleitung. Okay, da ist schon ein bisschen mehr los. Nur, finde und höre, die Lebensmittel, die Spuren haben wir, was ich müssen muss um den Spieler. Okay, finde den mysteriösen Überbringer dieser Nachricht hinauf ins All. So. Erkunde neue Planeten, rufe die Galaxiekarte auf. Was? Erkunde Planeten in der Nähe oder suche neue Basiscomputerarchive. Das wollte ich. Auf das habe ich gewartet. Auf das habe ich gewartet. Da, das machen wir jetzt als nächstes. Da müssen wir die Karte aufrufen. Basiscomputer online. Super. Genau da wollte ich hin. Das wollte ich machen. Da müssen wir jetzt auf freies Umsehen gehen. Da müssen wir hin. So, da. Jetzt sind wir wieder da. Basiscomputerarchive. 2 Stunden. Toll. Gut. Eingehende Nachricht. Frequenz unbekannt. 16. Eingehende Übertragung. Quelle unbekannt. Du bist nicht allein. Bitte identifiziere dich. Ich bin identifizieren. Du hast mich verlassen. Warum hast du? Sagen, dass du nicht verstehst. Natürlich würdest du das sagen. Natürlich würdest du. So wie die anderen. Mit wem du fragen, mit wem du sprichst. Es kommt keine Antwort. Der Kommunikator wird ruhig, obwohl der Kanal noch immer offen ist. Okay. Dann Koordinaten erhalten. Ja, Spiel, das freut mich jetzt, aber das will ich jetzt nicht machen. Ich will jetzt da schnell... Wo sind jetzt die Da.
Wieso schaltet der immer? Das verstehe ich bei manchen Spielen nicht. Ich hab das als Mission eingegeben, aber er schaltet mal auf das um. Das kapiere ich nicht. Na, ist egal. So, da. Dauert jetzt wieder ein bisschen, bis alles geladen ist. Du kennst ja das Problem mittlerweile eh mit meiner alten Xbox. Und die hat jetzt auch schon einige Jahre. Einige dezente Jahre am Buckel. So. Basiscomputerarchive, das wird die. Automatische Archivwiederherstellung im Gange. Daten wiederhergestellt. 6% Archive durchsuchen. Eintrag folgt. Zusätzliche vergrabene Technologiemodule gefunden. Die Konstruktion verläuft reibungslos. Die letzte Expedition eingebracht. Kopiere die Daten auf. Zusätzliche Daten verfügbar. Bauprotokolle wiederhergestellt. Baupläne zusammengesetzt und bereit zum Herunterladen. Bitteschön. Bautechnologie, Basistechnologiedaten extrahiert. Pläne werden heruntergeladen. Pläne für Lagerbehälter wiederhergestellt. Yippie! Schön. Magnetisiertes Ferrit und Natrium. Wiederherstellung des lesbaren Archivs abgeschlossen. Beginnt mit der Defragmentierung des nächsten Segments. Weggehen. Ja, voll geil. Genau das wollte ich. Oh. Exo-Anzug dabei. Das bisschen Silikatpulver. Schnellübertragung. Exo-Anzug, bitte, danke. Was haben wir jetzt gesagt? Was brauchen wir jetzt für den blöden Behälter? Gott, was? Also ein schusseliges Hirn habe ich mittlerweile schon. Kreaturen. Da war er, Lagerbehälter. Magnetisiertes Ferrit und Natrium. Da. Ferritstab. Ich weiß ja gar nicht, wie viel dass wir das herstellen sollen. Keine Ahnung. Ich tue einfach mal. Ich vermute aber, dass wir ein bisschen mehr brauchen werden. Aber siehst, während der da tut, könnten wir schnell schauen, wie viel wir das wirklich brauchen. 35. Haben wir schon genug. Stopp. Du geiler Auto. Exo-Anzug. So. Reines Ferrit. 35 habe ich gesagt, gell? Ja. Und ein bisschen Natrium, das werden wir wieder irgendwann mal dumm liegen haben. So, 35. Mehr brauchen wir da eigentlich nicht. Da haben wir auch da einer. Sehr gut. Und 20 Natrium. Sag mal, Hobbit. Warte mal kurz. Bevor mein Spiel ausstürzt, was er nämlich sehr gern tut, speichere ihn. Merkwürdiges Vorkommen. Na, das braucht man nicht. So blöd bin ich nicht mehr. Nö, nö. Das hat mir schon genug Probleme eingehamstert. Natrium wollte ich schauen, ob wir das im Schiff haben. Ich wäre ja beleidigt, wenn wir das nicht hätten. Aber ich glaube... Nö, Natrium haben wir nicht. Nö. Dann müssen wir das jetzt auf der Planetenoberfläche schnell suchen. O2. Da ist Natrium. Weil jetzt da werden wir dann einmal diesen Faden an Geschichte verlassen. Und werden uns einmal auf die Suche nach Dingen begeben. Super, wegen einem kleinen Natrium-Scheißerl. Mach mich nicht narrisch da.
Sauerstoff. Na super, wo ist jetzt Natrium? Hey, der Scanner ladet sich wieder so langsam auf. Wo ist Natrium? Kohlenstoff, Kaktusfleisch. Kaktusfleisch. Pyrit. Kreaturenei. Aha. Natürlich auch interessant. Was denn da es gibt. Die Wasserstoffquagel. Da ist Natrium. Aber ich glaube, wir werden von den Planeten anhauen. Entweder zu diesem einen Planeten, entweder zu diesem einen Mond oder zum anderen, das weiß ich aber noch nicht. Da muss man noch was überlegen. Au! Du Mistgabel, du. Da ist noch eine. Peridstab Natrium. A brand new life. The time has come to say goodbye and unto